dein Wort, aus deiner Herrlichkeit, aus dem Geist Gottes sind. Nimm sie weg, Jesus, Herr. Ich bitte dich, Jesus, Herr, jetzt, Herr, für alle Kranken, Herr. Für die, denen es nicht gut geht, Jesus, Herr. Und auch für die, die eine große Untersuchung jetzt vor sich haben, Herr. Dass du eingreifst, Herr Jesus, Herr. Dass du hilfst, Herr. Dass du gerne hilfst. Wir wissen es, Jesus, Herr. Du bist ein gütiger und ein großer Gott und ein mächtiger Gott, Jesus, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du eingreifst, Jesus, Herr. Dass du ein gutes Ergebnis jeden Einzelnen hier sendest, Jesus, Herr, durch deine Liebe, durch deine Gnade und Barmherzigkeit, Jesus, Herr. So verändere du, Herr, die Situationen der Menschen, Jesus, Herr. Herr, wo sollten sie hingehen? Du bist Christus, der Sohn Gottes, Herr. Du bist der Arzt aller Ärzte, Herr. Wir glauben an dich, wir glauben an deine Heiligkeit, an deine Herrlichkeit, an deine Hilfe, Jesus, Herr. Und wir wollen dich bitten, Jesus, Herr, von ganzem Herzen, dass du eingreifst, Jesus, Herr, dass du Veränderung schenkst, dass du Heilung schenkst, Befreiung schenkst, Herr, Wiederherstellung schenkst, Jesus, Herr. Und ich möchte dich, Vater, großer Gott, Gott Israels, groß machen, Jesus, Herr. Dein Name ist wunderbar, Herr. Heilig bist du, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, Herr, hier auf Erden, Jesus, Herr. Und du hast gesagt, warum du gekommen bist, Herr. Du bist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die Hilflosen, für die Schwachen, Jesus, Herr. Für die Armen, die zerschlagen sind, Jesus, Herr. Herr, wir möchten einen wunderbaren Segen ausrufen über jeden Kranken, Herr, über all die Schwachen, Herr, über all die, die gebunden sind, Jesus, Herr, dass sie frei sein sollen, Jesus, dass sie geheilt werden in dem wunderbaren Namen des Vaters, des Sohnes und die Kraft deines Heiligen Geistes sollen sie erfüllen, Jesus, Herr, dort, wo sie jetzt sind, Herr, in dieser Stunde, in diesem Augenblick, Herr. Hab Dank, Vater, hab Dank, Jesus, und hab Dank, Heiliger Geist. Hab Dank, dass wir heute zusammen sind, in deine Gegenwart hineinkommen dürfen, Jesus, Herr. Das ist deine Gemeinde, das ist dein Haus, das ist dein Lob, das ist deine Ehre, das ist dein Sieg, Jesus, Herr, wenn du ausgerufen hast, es ist vollbracht, Herr. Dankeschön, Vater. Lass uns den Namen Jesus groß machen. Halleluja. Sei herzlich gesegnet. Im Namen des Herrn, im Hause des Herrn, fühle dich wohl und ich hoffe, dass du gesegnet wirst. Und wir wollen anfangen, wir wollen unseren Herrn groß machen, seinen Namen loben, preisen und alle Ehre geben. Also mach mit. Es ist wichtig, wenn du mitmachst.
Gaguda den Rau im Lobpreis kann man in Prägel kann man machen. Das war es klar, ein ganz besonderer Tag heute. Lass uns Jesus play. Amen. Kennt die Country. O Jesus so. Schon alt ist die Welt. Jesus sonst bem ligar no novo vai cada analesi que achar speed hoski vai caso analesi que clube achar speed que pensi canal Ja, Preis und Ehre und alles, was dazugehört, gehört Gott. Ein wunderbarer Tag. Das Haus Gottes ist voll. So sollte es sein. Schön, wenn du gekommen bist. Auch unsere Brüder aus Bochum, aus Düren. Fühlt euch wohl im Hause des Herrn. Erwartet nichts von Chor, erwartet nichts von Georgie, erwartet nichts von uns. Wir sind Menschen, wir können euch nichts geben.
Einer hat alles gegeben und deshalb sind wir heute hier. Es ist sein Tag, in dem er groß gemacht wird. Wie schön ist es, wenn ein Mensch sagen kann, Jesus ist für mich auferstanden. Er hat sich für mich hingegeben und er hat für mich bezahlt und er ist für mich persönlich auferstanden. Einmal im Jahr. Dann wären wir arm dran, wenn es nur einmal im Jahr wäre. Jesus steht jeden Tag neu auf mit dir. Jesus möchte und gerne dich begleiten, beschützen, bewahren, dich immer wieder auf den rechten Weg führen. Kinder Gottes, denke ich, kennen dies. Die wissen, was für ein Tag heute ist. Symbolisch. Es ist nicht der Tag, Datum genau, wir nehmen es symbolisch. Damit wir daran gedenken, um was es geht in unserem Leben. Wie groß und mächtig der Herr ist. Ist Jesus dein Herr? Bist du ein Kind Gottes? Dann darfst du froh sein. Oder, Tschirklu? Wie groß ist Gott? Ist mächtig. Wir haben es erlebt, Henning. Wir können es bezeugen. Jesus sagte einmal, dass wir seine Zeugen sein sollen. Wo? Jerusalem, Judäa, Samarien? Nein, er sagt es, bis an das Ende der Welt sollen wir bezeugen, dass Jesus groß ist, dass er der Herr ist. Und es gibt keinen anderen Herrn. Und es gibt keinen anderen, der bezahlt hat. Und es gibt keinen anderen, der ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und in dieses Vollbrachte darfst du und ich leben. Was für eine Gnade, was für eine Herrlichkeit der Herr uns gegeben hat, geschenkt hat. Oh, und Gina Heu, du hast sogar noch Butter da. Und er hat noch weit mehr gegeben. Er hat nichts für sich selbst behalten, er hat alles gebracht. Was bringen wir denn? Was bringen wir heute? Wir bringen heute Lobpreis. Wir bringen heute Dank. Und wir bringen heute Anbetung. Wir bringen heute unser Herz zu dem Thron Gottes. Und Jesus möchte dich einladen heute. Er möchte dich einladen heute und er möchte dir sagen, wie sehr er dich liebt. Mit deinen Fehlern, mit deinen Problemen, mit deinem Leben, so wie es ist. Jesus kann dein Leben komplett verändern, das wissen wir. Ihm ist nichts unmöglich, denn Sohn Gottes ist nichts unmöglich. Grenzenlos ist er. Es hält ihn keine Grenzen, kann ihn nicht eingrenzen. Nein, Jesus ist grenzenlos. Und diesen wunderbaren Jesus wollen wir heute in diese großartige Versammlung groß machen. Bist du dabei? Dann lass uns aufstehen. Lass uns Jesus groß machen. Wir haben das große Vorrecht, seinen Namen groß zu machen. Deshalb lass uns jetzt mal einen Applaus unseren Herrn geben, der aus dem ganzen Herzen kommt. Und begrüße doch mal deinen Nebenmann links und rechts von dir mit einem mächtigen Segen Gottes. Ja, so sollte es sein, wenn Kinder Gottes zusammenkommen. Die waren kennen ja als Sebleskachavi, die Vinchas Mara Pralengi, Mara Penyengi, den Segen Gottes. Seit 23 Jahren dürfen wir diesen Segen Gottes aussprechen. Weiter, heute habe ich etwas gehört, das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Heute, setz dich doch mal. Heute habe ich gehört im Fernsehen und ich war darüber ein bisschen erschrocken gewesen. Weißt du, was ich gehört habe? Dass nur der Papst Sünden vergeben kann. Da haben sie mit Schokolade. Da waren sie mit Bibachtala. Wir fällten schon nach Rom von uns. Oder? Wann haben wir denn eine Audienz mal mit dem Papst? Aber es ist nicht so. Nur Christus kann Sünden vergeben. Weil er gekommen ist, für die Sünder sie zu erlösen. Für sie hat er bezahlt. Und
nur er ist es. Und durch ihn ist es. Und ich bin froh und dankbar, dass ich nicht an den Papst glaube, dass ich an Christus glaube, an ihn festhalte. Dass ich weiß, dass er mein Erlöser ist, mein Retter ist, mein Hirte ist. Deshalb lass uns jetzt aufstehen und seinen Namen groß machen. Mit Lobpreis, mit Dank, mit Anbetung. Zeig es. Io omega diventanza, io dico va hoi, fax, hey nugu, shabu de blesku, io pegas utritu disasu pari play, kavis kanal.
auferstanden ist er, seine Wahrheit lebt in uns. Er hat alles vollbracht, hat uns neu gemacht, seine Gegenwart ist hier. Vor deinem Thron stehen wir singen dir, oh Herr, ein Liebeslied. Ja, wir bringen dir, Herr, unser Lobgesang, unser Jubelruf zur Not, dein Herz erfreut. Unser Gott ist nicht tot, auferstanden ist er, seine Wahrheit lebt in uns. Er hat alles vollbracht, hat uns neu gemacht, seine Gegenwart ist hier. Vor deinem Thron stehen wir singen dir, oh Herr, ein Liebeslied. Ja, wir bringen dir, Herr, unser Lobgesang, unser Jubelruf zur Not, dein Herz erfreut. Vor deinem Thron stehen wir singen dir, oh Herr, ein Liebeslied. Ja, wir bringen dir, Herr, unser Lobgesang, unser Jubelruf zur Not, dein Herz erfreut. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja. Amen. Dank voor die vrouw dat we vader. En dan op naam van de Jezus. Dat is vrouw dat we in de vader en dat is naast de Jezus. Jezus ook ondanks dat we in de dat was op die vader gehad. Met dynamische vader tot een gemeente vader als vader Jezus. Weil auf das Wort Gott ist ja kein der rote Zeichen und die waren gelassen sind und ja und dann ist der da kann man auch noch da sehen und Gott ist auch der Stelle der von dem Namen Jesus zu vergleichen. Schenke du Gnade, schenke du Segen, Bauer. Das ist das, was die Wahrheit verlate. Ich habe mal gedacht, ich frei war, dass ich am Dämische fand. Die Herr Wasser, und du Gott ist das Mann. Amen. So, cara Pedrada, uma coceira tipo na chave, na glã. Amen. Okay. Amen. Amen, ja?
Halleluja, Jesus. Why am I okay to Herr Vater? Nur du, Jesus, nicht der Jackerblende, Jesus. Keiner darf Menschen, Vater, Jesus. Und egal wer hinter Jesus, die werden die Schutz zu Jesus. Und die Heiligen was prallen die, Vater, Herr. Und in jungen Jahren, Jesus, Herr. Oh, Jesus, Herr, die werden an ihrer Gabe, Jesus. Die werden an Jesus, Herr, erfüllt vom Heiligen Geist, Jesus. Sag Jesus, Rakade, einen mächtigen Segen, wie prallen die, Herr. Und Bazar, Jesus, Hiro Schutz und die prallen die, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Mag ik mij die weet nog kijken? Sondereinlage. Dank je. Met Okay. Beschenin. Eltri dan bisa yakapin di bati. Sto? Handy Bocha ist sehr wichtig, lebenswichtig. Ja. Wichtig
Marachabit die vaccina no kerf no Debel bringen. Ja, war mir wichtig. Genau an die Gemeinde drehen, genau an der Jugendstunde später drehen. Man geht bis zu Debel die veränderte Motiven zum Guten, nicht zum Schlechten. Wenn die nachher Menschen waren. Wir wissen, wie wir groß geworden sind, in welchen Teilen wir gelebt haben, wo unsere Eltern uns hingebracht haben, wo wir später unsere Kinder hinbringen. Ich will dir eins erzählen, mein Enkelkind Samuel ist jetzt 17 Jahre alt. Ich bin froh und dankbar, dass er ein Kind Gottes ist. Warum? Weil wir ihn mitgenommen haben in die Gemeinde. Wir haben ihm gezeigt den Weg. Wir haben ihm gesagt, was er zu tun hat. Bei Gebet, morgens früh, wenn wir zusammen gebetet haben, dann hat er mitgebetet. Weißt du, was er immer gemacht hat? Er hat meine Hand genommen, hat über seinen Kopf getan und hat gesagt, Papu, bete bei mir. Aber bete auch für die anderen kleinen Kinder. Heute noch macht er das. Und wenn du ihn so ein bisschen verfolgen willst, über TikTok kannst du das sehen. Der Junge ist stundenlang in TikTok und gibt weiter das Wort Gottes, was Gott ihm gibt. Und dafür sollten auch wir sorgen, dass unsere Kinder in der Gemeinde Gottes groß werden. Ha? Du als Eltern, du als Dad, als Dai, als Papu, als Mami, als Onkel, als Schwester, als Bruder. Nimm sie mit im Hause Gottes. Bring sie nicht auf die Kegelbahn. Bring sie nicht irgendwo hin, wo gefeiert wird. Ist kein guter Umgang für unsere Kinder. Wir sehen, was in der Welt los ist, und es ist erschreckend manchmal, was du da siehst. Wie Kinder ab Abwägen kommen und du kennst deine eigenen Kinder nachher nicht mehr wieder. Und das ist nicht gut. Weißt du, wenn wir sehen mal in den anderen Familien, wie es da abgeht, dann haben wir froh und dankbar, dass unsere Kinder unter den Schutz Gottes sind. Dass sie unter den Schirm des Allmächtigen sind. Ja? Und dann haben dankbar die Petra Marachabes, die Petra, die Dorf, die Petras Länge und auf der Nassen Glauben Parodel. Und der Herr hält seine geschützte Hand über sie. Und schön wäre es vielleicht, wenn wir unsere Kinder später mal, wenn wir vielleicht nicht mehr da sind, und sie hier vorne dienen. Für die nächste Generation, die kommt. Und die Zeit, die verfliegt so schnell. Und die gerade noch, ne? Hamarachavi, Lengachavi, Vakzen. Manchmal den Rahus gewann Pura. Ubersha Fejan. Tiuna Schäler. Und Ziruvega Felder. Die Zeit wird nicht besser. Die Zeit wird schlechter werden. Aber wir wollen uns davon jetzt nicht abhalten lassen. Wir wollen weitergehen. Wir haben noch ein paar Lieder hier drauf. Wir haben noch einen Lobpreis und dann gehen wir rüber in die Anbetungszeit. Jetzt darfst du deinen Herrn noch mal groß machen. Genieße einfach die Zeit. Es ist eine wunderbare Zeit. Bye.
baden? Halt du Beuten baden? Preis den Herrn. Ja, halt du Wasser. Denn du halt bestimmen, du Knete, das du haben. Deine Anbetung, Mama, der bist ein Modell in der Anbetungszeit. Mama, einfach denken, denn wir kann mal gesegnet die Welt sehen. Wir wollen kein Dreh, weil die kann man gesegnet die Welt Weil du der Vater.
vor dir, Hostie, denn du bist unser König, Herr. Danke, Jesus. Du, oh Herr, du bist allmächtig. Ja, wir stehen vor dir, erheben unser Lobpreis an. Und in die Bereich sammeln. Und wir beten an. Und wir preisen dich, oh Herr. Wir sind deine Kinder. Komm, Junge! Du bist unser König, Herr. Amen, Jesus, halt von Jesus. Weil das Haupt der Gemeinde du halt Amen, Jesus. Und die Gemeinde großer Leisten, Jesus. Du warst schneller für die Kinder. Und Jesus, komm her, und deiner Kraft. Halleluja. Dankeschön, Vater. Das Reich und Gnade, ich bedanke mich bei diesem Leid und Wiederkehr für die Gemeinschaft mit Vater, Freund der Herr Jesus. Dankeschön von ganzem Herzen. Diese Gnade damit mächtig, Jesus. Ja, du Mai, für die Leute, Messias, Jesus. Und den Menschen, die brauchen, dass du die Liebe und die Liebe, die die Welt nicht geben kann. Denn du bist unser König aller Könige. Du, deiner Kabel, die Kreuz auf Golgatha. Und bist Namiger, Jesus. Neka amado, tu no céu, Jesus, meu soldado que fala isso. Wenn der Fall gut Kampf laufen, und du dann den Heiligen Geist entrückst, und wir leben alle Wahrheit. Dankeschön von ganzem Herzen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, in der wunderbaren Namen Jesus. Amen. Ich bin ready. Mea son pastor Cristo, eu das man chipe, hoi kava vertu kadas man, I chipen chachu. Ben hoicidu
nasce tu mansa di te ricordi del tuo atti utromicia coi che nasce tu mansa je disatzon meatzon pashut Christus yom das man chipe hoy kava tu gadas ichipen shachu ichipen hoy chidu tu mansa Anbetung 205. Eins, stelle ich uns André. Warte noch nicht. Setzt euch doch bitte hin. Geschwister, ich will euch begrüßen in den Namen Jesus Christus. Der Name, der über allen Namen steht. Amen. Wisst ihr, heute ist für mich ein besonderer Tag. Warum? Für mich ist heute was ganz Besonderes. Wisst ihr, es ist Freude in meinem Herzen, Freude in meinem Leben. Weil ich weiß, sicher, dass mein Jesus auferstanden ist. Und dass er lebt. Halleluja. Glaubst du, dass Jesus hier ist? Er hat mit mir gesprochen. Glaubst du das? Wenn du es glaubst. Er hat mit mir gesprochen. Wisst ihr was noch? Er hat mir gesagt, was ich euch sagen soll. Das ist Jesus. Jesus ist schon mehr als nur auferstanden. Er ist mein Freund. Jesus ist mein Erlöser. Jesus hat mich errettet. Und dazu, Juliani, denke auch, dies ist ein besonderer Tag. Es ist nicht
Ein Tag wie jeder andere. Geschwister, bei uns war das so, wenn jemand gestorben ist, dann ist er gestorben und Ende, vorbei. Aber Jesus hat uns gezeigt, es gibt was Besseres. Wenn Menschen in Christus sterben, werden sie auferstehen. Halleluja. Ihr seid so traurig. Wisst ihr, Jesus ist auferstanden. Wir sollten traurig sein, wenn Jesus in dem Grab geblieben wäre. Er ist aber nicht in diesem Grab geblieben. Weil der Heilige Geist die Kraft seines Vaters ihn auferstehen lassen hat. Amen. Und jetzt lebt er. In deinem Herzen. In deinem Herzen. Öffne in dein Herz. Und sag, Jesus, komm in meinem Leben. Weißt du, Jesus will dir ein besseres Leben geben. Amen. Jesus hat was Besseres mit uns vor. Kinder Gottes. Halleluja. Amen. Weißt du, ich könnte in die Luft springen. Weil Jesus lebt. Halleluja. Und das ist so wunderbar. Lass uns noch 2 Lieder singen. Ich habe das auf meinem Herzen. Ihr habt ja Zeit. Ich denke, heute ist Sonntag. Ne? Und die Doku, die DSDS-Shows sind ja immer Wochentag. Aber weißt du, jetzt ist Jesus hier. Amen. Und wir wollen heute Gemeinschaft haben mit unseren Herrn. Ich will meinen Herrn erleben. Amen. Ich will nicht mit Jesus nur spazieren gehen. Ich möchte mit ihm zusammen sein. Ich möchte Gott erleben in meinem Leben. Und ich möchte, dass Gott durch mich die Finsternis zeigt, dass er lebt. Und das können wir nur, wenn wir Zeugen sind an Christi Stadt. Amen. Halleluja. Und jetzt will ich frohe Gesichter sehen. Halleluja. Sag mal lauter. Jesus lebt. Halleluja. Ich weiß, was wir wollen. Wir wollen, wenn jetzt einer im Sarg legen würde, Sarg aufmachen, Stebre. Wow! Aglubei. Jesus kann es. Amen. Er hat es auch bewiesen. Halleluja. Und jetzt wollen wir doch zusammen 2 Anbetungslieder singen. Und dann wollen wir wirklich unsere Herzen, unsere Ohren, unseren Geist, unsere Seele ganz auf Jesus ausrichten. Amen. Nur dann erlebst du Jesus. Wenn zu ist, wenn der Fels geschlossen ist vor deinem Herzen, dann kannst du wirklich eine Baustelle anrufen mit den Luftdruckmeisen. Da passiert nichts. Weißt du, Jesus ist vor deiner Tür. Er klopft an. Jesus ist Gentleman. Er kommt nicht mit dem Luftdruckhammer. Er kommt mit seiner Liebe zu deinem Herzen. Halleluja. Er kommt mit Liebe und Sanftmut. Amen. Halleluja. Lasst uns beginnen, sonst kommen wir nicht vorbei, weil ich fange schon an zu predigen. Halleluja. Mein Herz brennt für Jesus. Halleluja. Lissi, die Wähler. Amen, Barodebel. Wir lieben dich, Jesus. Herr Jesus, wir brauchen dich, Jesus. Herr, ohne dich ist das Leben nicht so schön. Wir brauchen deine Salbung, Jesus. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Komm und erfülle diesen Raum, Herr. Halleluja. Guck mal, seine Kraft, nicht meine Kraft oder deine. Spüren wir noch heute, denn Herr, du lebst, Herr. Oh, Barodebel, du bist hier, Jesus. Du weiß, bist dass du hier bist, Jesus. auferstanden, Herr. Dieses Grab ist leer, Jesus, du bist auferstanden, mein Gott. Deine Kraft Deine heilige, wunderbare Kraft, heilt die Herr. Kranken auch noch heute. Oh, ja, Barodebel. Herr, du lebst, oh Herr.
allein durch deinen Geist. Führe dein Wort, Jesus. Sprich, wir brauchen dich. Deine Kraft Heiliger Geist, führe. spüren wir noch heute. Wer du lebst, oh Herr. Du bist auferstanden, Herr. Kennt die Gemeinde, lasst uns dies zusammen singen. Deine Kraft Verspürst du die Kraft Gottes? heilt die Kranken auch noch heute. Wer du lebst, oh Herr, auferstanden. Du bist auferstanden, Herr. Deine Kraft spüren wir noch heute. Es ist die gleiche Kraft, wie sie einst war, Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Deine Kraft spüren wir noch heute. Es ist die gleiche Kraft, wie sie einst war, Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Deine Kraft spüren wir, oh Herr. Es ist die gleiche Kraft, wie sie einst war, Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Deine Kraft spüren wir noch heute. Es ist die gleiche Kraft, wie sie einst war, oh Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Halleluja, Geschwister, wir singen gleich das zweite Lied. Aber wisst ihr, ich habe mein Leben lang gesucht nach einem wunderbaren, guten Freund. Und ich habe diesen Freund gefunden. Amen. Hast du auch diesen Freund gefunden? Schau bis an die Ruhe, hören wir das zweite Lied. Dieser wunderbare Freund, der für dich wirklich da ist, der dich nicht ausnimmt, der von dir nichts verlangt. Halleluja, sondern er gibt und hat gegeben. Amen. Halleluja. Okay. Wenn nicht, dann nicht. Wir wollen in die Ruhe bleiben. Ich will euch auch nicht lange festhalten. Aber ich will euch das weitergeben, was der Herr mir auf den Herzen gelegt hat. Halleluja. Schaut ein bisschen nach den Kindern, Geschwister. Aber lasst uns nicht von der Ruhe ja einfach in die Gegenwart Gottes bleiben. Und wir wollen wirklich Christus erleben. Wir wollen erfüllte Herzen haben. Amen. Ein gesegnetes Leben führen. Amen. Halleluja. Das ist ein wunderbarer Freund. Er will nur das Beste für uns. Er
Er hat alles gegeben. Halleluja. Ein wunderbarer Freund. Oh, warum nicht? Bete deinen Gott ruhig an. Bete deinen Gott an. Er ist der größte Arzt im Himmel und auch auf Erden. Halleluja. Nimm doch bitte Platz. Lasst uns ein paar Minuten einfach diese Zeit genießen, das Wort genießen. Amen. Ist das so? Wenn dich alle verlassen, aber Jesus verlässt dich nicht. Amen. Das, was er verspricht, das hält er. Amen. Den Rauchschei bis an die Ruhe kann er und stellen wir das Laufen vielleicht ein bisschen ein. Es ist wichtig, dass wir ein paar Minuten zusammen das Wort betrachten. Ich habe mir die Frage gestellt, Herr Jesus, und sagst du, hey, was hat denn der gepredigt? Weiß ich nicht. Schade für die Zeit, Amen. Was wäre, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Überleg doch mal.
Als erstes hätten wir Christen ein Problem. Zweitens wäre Christus ein Scharlatan. Unser Glaube wäre hinfällig. Die Bibel wäre nicht interessant, weil alles, was Gott getan hat, mit der Bibel übereinstimmt. Was hätten wir jetzt, Kinder Gottes, getan, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Wir wären falsche Zeugen. Stimmt das? Weil wir sind ja Zeugen an Christi Stadt. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir falsche Zeugen. Und er wäre ein falscher Christus. Oh, was für ein Problem hätten wir. Und weißt du, das ist nicht einfach so von mir erfunden, das steht in dem Wort Gottes. Unser Glauben wäre hin, unsere Hoffnung wäre hin, unser ewiges Leben wäre hin. Oh weh. Also ganz ehrlich, dass die Gemeinschaften hier, diese ganze Zeit, wie lange bist du bekehrt? 20, 30, 25, 10 Jahre? Alles wäre weg. Was für eine Zeit wäre das? Halleluja. Ich lese euch das mal ganz kurz vor in 1. Korinther 15 ab Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Wäre alles uninteressant. Das ganze Predigen, diese ganze Jahre, diese ganze Zeit, alles wäre inhaltslos. Nichts. Aber auch euer Glaube wäre nichts. Wir werden aber auch falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe. Denn er ist nicht auferweckt, wenn er nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind wir auch die, die in Christus entschlafen sind, alle verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten Menschen von allen. Halleluja! Versteht ihr, Geschwister, was da gemeint ist? Unsere Sünde wäre nicht vergeben, wir hätten unsere Sünden noch immer an unsere Schulter, wir hätten immer noch unsere Sünden getragen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich sage jetzt zu mir, wie ich so leben könnte, weil ich kann es nicht. Auch die Menschen, unsere geliebten Menschen, die in Christus Jesus gestorben ist, die werden dann auch nicht mehr auferstanden. Nichts wäre passiert, was die Bibel uns sagt. Aber wisst ihr, Gott sei gedankt, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und das ist unsere Rettung, unser Heil, unser Leben, unsere Hoffnung. Prala und Penja. Er ist auferstanden. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Geschwister schon in Israel waren. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr in diesem Grab. Weißt du, alle, die ihren Glauben haben, aber weißt du, was die machen?
Die wollen alle Jesus imitieren, bloß ihre Toten sind immer noch in diesem Grab. Aber unser Jesus ist auferstanden. Unser Herr lebt. Es ist wunderbar, wenn ich bin auch gerne in Israel. Aber weißt du, ich verspüre Jesus in meinem Zuhause. Wenn ich auf meine Knie gehe und ich bete, dann merke ich die Gegenwart meines Gottes. Gott hat mir die Fahrt erspart. Durch den Heiligen Geist. Amen. Unser Herr lebt. Prada und Peña, Marodeli Gilela. Amen. Halleluja. Glaubst du das? Amen. Ich glaube. Ich glaube, dass Jesus lebt. Und weißt du was? Ich glaube, dass er mich abholt. Irgendwann. Wann, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn er mich abholt, dann weiß ich, dass ich nach Hause komme. Amen. Halleluja. Wir gehen 1, 2 Verse nur durch und dann will ich auch Schluss machen. Aber es wird noch interessanter. Wir gehen jetzt in Matthäus 5, 17. Was ganz Interessantes. Meint nicht, dass ich gekommen bin, sei das Gesetz oder die Propheten aufzulesen. Ich bin nicht gekommen, aufzulesen, sondern zu erfüllen. Halleluja! Er ist gekommen zu erfüllen. Er war treu. Jesus war treu bis zum Tode. Er hat erfüllt. Was hat Jesus erfüllt? Jesus hat das Gesetz erfüllt. Halleluja. Preis, Lob, Dank, dass Jesus gekommen ist, zu erfüllen. Wisst ihr, was das heißt? Ich bin gekommen zu erfüllen. Und jetzt denke ich zurück an meine Sklaverei. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Jesus hat alles, das Böse, zerstört. Amen. Jesus hat das Böse zerstört. Er ist gekommen zu erfüllen den Willen seines Vaters. Er hat das Böse zerstört. Er hat die Sünde zerstört. Weißt du, in mir geht eine Freude auf. Jesus, danke, dass du mich erlöst hast. Jesus, danke, dass ich sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Jesus, du bist mein bester Freund. Denn meine Sünde hat keiner von mir weggenommen. Sondern allein Jesus Christus. Und das ist die Erfüllung. Jesus ist gekommen zu erfüllen. Halleluja! Und das, was wir heute sind, hat Jesus getan. Oh, Barodel, du bist so wunderbar. Er hat den Teufel besiegt. Er hat ihn auf den Kopf getreten. Wisst ihr, am Kreuz von Golgatha, wie Jesus für uns gelitten hat. Da hat einer sich in die Hände gerieben. Hey, Jesus, wo bist du? Und er hat schon gedacht, ich habe gewonnen. Aber heute am 3. Tage ist Jesus auferstanden. Amen. Und er hat ihn besiegt ein für alle Mal. Halleluja. Durch, und nicht nur Zukokaki, wichtig, er hat ihn besiegt durch die Auferstehung. Wisst ihr, selbst der Tod konnte Jesus nicht halten. Unmöglich. Prala und Peña. Unmöglich. Er hat erfüllt. Was für ein wunderbarer Wort. Er hat alles erfüllt. Aber wisst ihr, eines müssen wir uns klar werden. Es ist nicht unser Verdienst. Alle Ehre gebührt Jesus. Alle Ehre gebührt Gott. Wir sprechen nur von seinen Wundern und erleben Jesus auf Geist, auf Leib und auf meine Seele. Wir erleben Jesus und das macht die Zeugen aus. Wir sind Zeugen.
Früher waren es Zeugen und heute sind wir die Zeugen. Amen. Jetzt gehen wir weiter. Ich habe noch 3, 4 Verse. Römer 8. Römer 8, 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Amen. Kannst du dir das mal vorstellen? Jesus hat alles getan und jetzt geht er hin und hat die ganze Menschheit war vor Gott schuldig. Alle Menschen auf der ganzen Welt waren vor Gott schuldig. Aber da kam Jesus, eine Rechtsforderung. Also es war eine Forderung an Jesus, wenn er den Tod besiegt, wenn Jesus auferstehen wird, dann tritt das Gesetz, diese Forderung in Kraft. Und jetzt schenkt uns Jesus, dass wir wandeln, dass wir wirklich Verlangen nach Gott haben und dass wir ja einfach wiedergeboren werden, schenkt uns Jesus den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verändert unser Leben. Er verändert uns radikal, wenn wir zulassen, dass er uns verändern soll. Und Paulus, ein wunderbarer Mann Gottes, und das kennt die ganze Gemeinde, nicht mehr ich lebe. Mein Leben ist nicht mehr so wichtig, sondern mein Leben wird wichtig, wenn Christus in mir wohnt. Wenn Christus mein Leben hat, dann wird es interessant, dann wird es wertvoll, dann bist du unbezahlbar. Frag doch mal jemanden, ich gebe dir 2 Millionen, geh für mich ans Kreuz. Sag doch zu jemandem nur mal, Prahler, man in drüber stilten mit Auto 50.000. Schon mal gedacht, hey, macht keiner. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, ohne Bezahlung. Wisst ihr, das, was Jesus gemacht hat, das kann man nicht bezahlen. Amen. Wir waren alle schuldig, aber jetzt kam Jesus und hat uns mit dem Vater vereint. Der Vorhang ist zerrissen, wir dürfen in das Allerheiligste. Jetzt ist der Zugang frei zum Vater. Dieser Zugang war für uns gesperrt. Wir waren Knechte. Also mir braucht man den. Ihr nicht, ich war ein Knecht. Kein anderer von euch, ich war ein Knecht. Ich war ein Sklave. Aber da kam Jesus und hat mir ewiges Leben gegeben. Freiheit und ewiges Leben. Oh, Halleluja. Oh, Hariboba, das geht runter an die Seele wie Balsam. Halleluja. Jesus hat so vieles an uns getan, Prahler und Penja. Und es lohnt sich, es festzuhalten. Auch wenn mal Zeiten kommen, die vielleicht dein Leben ein bisschen umstellen. Aber Jesus ist bei dir. Er hilft dir. In allen deinen Sorgen, deinen Problemen, deinen Krankheiten. Ich weiß nicht, was alles. Ich bin bei euch. Ich helfe dir. Vertrau mir. Ich bin dein Gott. Jetzt gehen wir nochmal weiter in Hebräer. Ist interessant dieses Wort, Hebräer 2, Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um all die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft
unterworfen waren, was ich gerade gesagt habe. Gun Hamesmin. Geschwister, Jesus hat gelitten, damit wir Jesus nicht anklagen sollen. Ja, heute höre ich das auch noch. Ja, Jesus ist ja Gottes Sohn. Jesus war auch Mensch. Jetzt sag mir mal, was du bis jetzt auf dieser Erde mitgemacht hast, was Jesus nicht mitgemacht hat. Was hat Jesus nicht mitgemacht? Jesus hatte Angst, Jesus weinte, Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst, er hatte Heimweh nach seinem Vater, wir auch. Jesus hat viel Schlimmeres getan. Halleluja. Für uns. Er ist diesen Leidensweg gegangen. Für uns. Weißt du, was das heißt? Er hat sich uns, gleichgestellt. Er hat keine Bevorzugung gehabt, weil Gott sein Vater war und ist. Er hat sich uns gleichgestellt. Er hatte nicht eine bessere Behandlung. Ja. Sohnemann, was brauchst du? Kriegst du. Das war bei Gott anders. Er hat diesen Weg durchgemacht. Er hat alles mitgemacht. Alles. Schlimmer wie wir. Er hat uns vieles erspart, weil er es getan hat. Für dich und für mich. Und seid mir nicht böse. Hör zu. Seid mir nicht böse, wenn ich das mal so sage. Wenn ich mir mal ein kleines Wehwehchen zugezogen habe. Och, bau David Hickmorikas. Jesus hatte nicht diese Wehwehchen. Weißt du, Jesus hat gelitten. Da kam nicht ein Wort von ihm aus. Ich habe das am Freitag gepredigt. Jesus hat dann seinen Mund aufgemacht. Wie sein Vater getrennt war von ihm, da hatte Jesus seinen Mund aufgemacht. Vorher nicht. Der wurde zum Kreuz geschleppt und wie ein Schaf an der Schlachtbank. Er hat nichts gesagt. Aber die Trennung vom Vater tat ihm sehr weh. Halleluja. Liebe Geschwister, es ist wirklich ganz was Ernstes, wenn wir Jesus nachfolgen. Wisst ihr, wir müssen uns selbst auch anstrengen. An Jesus liegt es nicht. Es liegt an ihm. Jesus hat alles getan, für dich und für mich. Jetzt wollen wir mal in Johannes, 1. Johannes 3,8 hineingehen. Höre zu, ein wunderbares Wort. Präg es dir ein, nimm es mit nach Hause, nimm es mit in deinem Herzen. 1. Johannes 3,8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Jetzt höre zu, die Auferstehung Jesu. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte oder zerstöre. Deswegen ist Jesus gekommen. Dass der Ankläger, dass der uns nicht nochmal vernichtet. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er getan, wie er auferstanden ist. Durch die Kreuzigung und dann die Auferstehung. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Kaputt. Ende. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Das, was Jesus zerstören wollte, ist zerstört. Das, was Jesus zerstören wollte, ist zerstört. Er hat der Dunkelheit den Rückgrat gebrochen. Weißt du, was das heißt? Wenn Kinder Gottes in die Welt gehen, dann wird, auch wenn du nachts durch diese Welt gehst
und du als Kind Gottes, dann bricht das Licht diese Finsternis. Halleluja. Dann bricht das Licht die Finsternis. Er hat von die Finsternis das Rückgrat gebrochen. In uns ist keine Finsternis, weil Jesus in uns lebt. Amen. Durch Jesus Christus. Das Licht ging in uns über. Und jetzt leuchten wir für unseren Gott, für unseren Heiland, für Jesus Christus und für alle Menschen. Er ist das Licht und er hat das Licht gebrochen. Hey, man verhindert die Dunkel, mach Licht an! Mach Licht an! Jesus ist das Licht. Halleluja! Entschuldigt, dass ich ein bisschen laut bin, aber ist so. Wisst ihr, Geschwister, wir müssen wissen, wir dienen keinen toten Gott, sondern wir dienen einen auferstandenen Gott. Halleluja! Und deswegen haben wir den besten Schafe da. Wenn es mir auch schlecht geht, ich lache trotzdem. Wenn ich müde bin, dann lache ich trotzdem. Egal. Weil ich weiß, dass Jesus mit mir ist. Weil ich weiß, dass er mich aufbaut. Dass er mich bei der Hand nimmt. Und ich führe dich auf einen besseren Weg. Halleluja. So, Geschwister, jetzt bin ich am Ende gekommen. Ich habe noch einen Vers für euch. Ja, jetzt Johannes 10. Ich hab's gleich. Johannes 10. Johannes 10, 10, genau. Johannes 9, Johannes 10. Höre zu, der letzte Vers, aber der hat es in sich. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Und das ist ein wunderbares Wort. Im Überfluss. Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben im Überfluss. Und weißt du, was das heißt, als Kinder Gottes? Ein gutes Leben zu führen. Ein wunderbares Leben zu führen. Also glaube mir, wenn du Jesus in deinem Leben hast und wenn Jesus dein guter Hirte ist in deinem Leben, dann hast du ein gutes Leben. Führe ein gutes Leben. Denn Jesus ist mit dir. Freue dich an dein Leben, weil Jesus mit dir ist. Das ist Leben im Überfluss. Halleluja. Führe ein Leben, ein kraftvolles Leben. Ein energiegeladenes Leben. Halleluja, durch den Heiligen Geist. Ein kraftvolles Leben. Weißt du, ein Telefon, wenn du am Ladestation machst, dann ist er voll. Und wir brauchen keinen Strom. Wir brauchen das Gebet, Lobpreis und das Wort Gottes. Und dann bist du selbst diese Ladestation in dir. Und dann hast du ein krafterfülltes Leben mit Christus. Halleluja. Halleluja. Karabashia. Halleluja. Men sind man haben temperamentvoll. Führe ein temperamentvolles, gutes Leben. Ein versorgtes Leben, ein bedeutungsvolles, mächtiges Leben zu führen in Jesu Namen. Halleluja. Weißt du, du kannst auch mal müde werden, aber dann nachts geh schlafen.
Aber Brado Dives wollten wir Kinder Gottes. Wie sieht das auch mal ganz ehrlich? Natürlich hast du mal ein Tief, kein Problem. Dann bleib zu Hause, bis es besser geht. Nein. War Spaß. Nein, war Spaß. Aber wisst ihr, wenn wir Kinder Gottes, hört zu, nicht dankbar sind, wenn wir nicht ein erfülltes Leben haben, wie sollen wir die Menschen zeigen, dass Jesus in uns lebt? Amen. Ha. Weißt du, manchmal kommen Leute zu mir. Manchmal bin ich auf einem Tiefpunkt. Aber dann reden sie mit mir, Prahler, was sagst du denn? Was soll ich denn tun und so? Ich bin auch Ebbe und Flut manchmal. Aber die Ebbe bleibt nicht lange, dann kommt es wieder. Und dann gebe ich ihm trotzdem noch was Gutes mit. Dass er auch nicht versinkt, sondern dass er Kraft bekommt. Und ich weise immer Menschen hin auf Jesus. Jesus tut das. Jesus macht das. Komm, lass uns zusammen beten. Aber aufgeben bei Christen keine Option. Aufgeben bei Christen keine Option. Amen. Amen. Halleluja. Und wenn ich mal kein Geld habe, dann Joe mit dem Klingelbeutel. Halleluja. Aber Gott ist unser Arzt und er ist unser Versorger. Halleluja. Die Auferstehung ist der springende Punkt. Wisst ihr, kein einziger vor Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich kenne keinen. Wenn du siehst, die Menschen, die pilgern überall rum, fahren nach weiß ich wohin und dann stehen sie in ihrer Heimat vor diese Gräber und machen da alles Mögliche. Unser Herr lebt. Und das ist das einzigste Christentum, wo unser Herr lebt. Ich kenne kein zweites Christentum, wo unser Herr nicht auferstanden ist. Unser Herr lebt. Unser Herr ist real. Er ist mitten unter uns. Amen. Er ist hier. Wisst ihr, in Markus 16,6 laufen sie auch dahin, zu diesem Grab. Sie wollten schauen, ja, er liegt Jesus, ist Jesus da? Die haben Blumen mitgenommen und wollten mit Tüchern und alles Mögliche. Weißt du? Aber dann sehen sie da einen Menschen, das war ein Engel Gottes, ein Bote Gottes. Und dann sagt er zu ihnen was. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht aufhalten. Halleluja. Weil die Kraft des Vaters, die Kraft des Heiligen Geistes ihn auferweckt hat. Und weißt du was? Das kann Gott heute noch tun mit dir und mit mir. Das kann Gott heute noch tun. Glaubst du das? Wir glauben es, Amen. Weil wir eine Gemeinde Gottes sind. Wir sind erkauft und erlöst durch das Blut und die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Wir sind Kinder Gottes. Amen. Und Jesus lebt. Amen. In jedem von uns. Christus lebt. Halleluja. Und wisst ihr was? Das ist eine geistliche Party. Amen. Wir machen eine geistliche Party. Eine gesunde geistliche Party. Und weißt du was? Mein Geist, Seele und Leib werden richtig erquickt. Erfüllt. Amen. Das ist Gott, das ist Jesus. Er sorgt für uns. Amen. Como?